Herzlich willkommen zum heutigen Himmelwärtsprogramm. Hey, ich glaube, die von euch, die im Kinski oder in der Schule sind, die haben doch seit dem Donnerstag schon frei, oder? Vielleicht wissen die einen von euch gar nicht genau, warum dass ihr denn so lange frei habt. Und darum möchte ich euch heute erzählen, warum, weil auch in der Bibel steht drin, warum das so ist. Am Donnerstag war nämlich der 4., der Auffahrt heisst. Und darum haben wir am Donnerstag frei. Und auch in der Bibel steht drin, was dann die Auffahrt ganz genau war. Wisst ihr noch, an Karfreitag denken wir ja ganz speziell daran denken, dass Jesus gestorben ist am Kreuz für die Sünden der ganzen Menschheit, um uns unsere Fehler zu vergeben und dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und dann, 2 Tage später, an Ostern, ist Jesus auferstanden. Er lebt. Hey, und dann habe ich euch ja gar noch nicht ganz weiter erzählt an Ostern, was dann nachher passiert ist, wo Jesus auferstanden ist. Ein bisschen habe ich ja erzählt, dass er sich ein paar Frauen gezeigt hat. Die Maria und andere Frauen haben Jesus gesehen, nachdem er auferstanden ist, wo sie ans Grab gehen wollten. Und nachdem Jesus die Frauen gesehen hat, hat er sich auch seinen anderen Jüngern gezeigt. Hey, stellt euch mal vor, das war sicher mega speziell. Jetzt ist Jesus ja an Karfreitag gestorben, 2 Tage später ist er auferstanden, das hat wahrscheinlich niemand wirklich glauben können. Und dann hat er sich seinen Jüngern gezeigt. Seine Jünger waren miteinander in einem Raum. Ich weiss nicht, ob sie gegessen haben oder einfach miteinander geschwätzt. Und plötzlich war Jesus bei ihnen. Die sind alle verschrocken und haben gar nicht genau geglaubt, was jetzt los ist. Jetzt ist Jesus vor 2 Tagen erst gerade tot und jetzt steht er plötzlich mitten unter ihnen. Und Jesus hat gesagt, hey, ihr müsst keine Angst haben, ich bin's. Er hat ihnen die Nägellöcher in seinen Händen und in den Füßen gezeigt und hat mit ihnen zusammen gegessen. Und er hat ihnen gesagt, schaut, ich bin kein Geist, ich bin's wirklich. Ich bin der auferstandene Jesus. Und so war er mit ihnen zusammen und hat mit ihnen zusammen gegessen. Und vielleicht wissen es die einen von euch, wir haben ja die ganze Bibel mit dem Alten und mit dem Neuen Testament. Und die Juden damals, die haben das Alte Testament schon gehabt. Und sie haben das ganz gut gekannt. Und Jesus hat seinen Jüngern dann geholfen zu verstehen, dass sie verstehen, was im Alten Testament gestanden ist über Jesus. Jesus hat nämlich gesagt, wisst ihr, im Alten Testament, in der Bibel, in den Heiligen Schriften, dort ist drinnen gestanden, dass der versprochene Retter wird am Kreuz leiden und sterben. Und der versprochene Retter wird aber auch wieder auferstehen. Er hat ihnen gesagt, dass schon in der Bibel steht, dass Jesus wird am Kreuz sterben und wieder auferstehen. Das ist so cool, dass es schon im Alten Testament drin steht, was passieren wird. Dass es schon dort sogenannte Prophetien hat. Und Jesus hat ihnen geholfen, die Bibel besser zu verstehen. Und dann hat Jesus ihnen auch noch gesagt, schaut, alle Völker auf der Welt, alle Menschen sollen davon hören. Alle Menschen sollen hören, dass ich, Jesus, am Kreuz gestorben bin und auferstanden bin. Alle Menschen sollen hören, dass durch Jesus wir zu Gott kommen können. Dass wir zu Gott umkehren und Buße tun. Dass wir ihm sagen können, dass uns unsere Fehler leid tun. Alle Menschen sollen hören, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind, weil Jesus sie am Kreuz getragen hat. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, hört, ihr sollt in die ganze Welt gehen und allen Menschen das erzählen, dass sie gerettet werden können, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann hat er ihnen auch noch gesagt, ihr habt alles miterlebt, ihr seid Zeugen davon, geht und erzählt das allen. Und er hat auch noch gesagt, schaut, mein Vater hat euch den Geist versprochen. Wartet in Jerusalem, bis ihr den Geist vom Himmel bekommt und dann habt ihr Kraft vom Himmel und könnt allen Menschen das verkünden. Wisst ihr, welchen Geist das Jesus da gemeint hat? Das ist der Heilige Geist. Vielleicht haben ein paar von euch schon vom Heiligen Geist gehört. Der Heilige Geist ist der versprochene Helfer vom Vater, wo Jesus gesagt hat, ich will irgendwann nicht mehr da sein und dann wird der Vater euch den Heiligen Geist geben. Und Jesus hat da gesagt, hey, der Vater hat euch den Geist versprochen. Bleibt in der Stadt und wartet darauf, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Und wer der Heilige Geist genau ist, was er macht und wenn er wirklich zu den Menschen gekommen ist, das erfahrt ihr nächste Woche ab Pfingsten. Heute erzähle ich euch nämlich noch weiter, was eine Auffahrt war. Und die Jünger mussten warten, bis sie den Heiligen Geist bekommen haben.
Und darum müsst auch ihr noch ein bisschen warten, bis ich euch in einer Woche mehr über den Heiligen Geist erzähle. Jesus hat also gesagt, sie sollen in der Stadt nachher darauf warten, bis sie den Heiligen Geist überkommen. Und dann, nachdem Jesus fertig erzählt hat, ist er mit seinen Jüngern aus Jerusalem an einen Ort gegangen, wo Bethanien heisst, ganz in der Nähe von Jerusalem. Und dort hat er seine Hände gehoben, um seine Jünger zu segnen. Und plötzlich, währenddem Jesus seine Jünger gesegnet hat, ist er plötzlich in den Himmel aufgehoben worden und immer wie weiter in den Himmel aufgestiegen. Und plötzlich ist Jesus nicht mehr da gewesen. Er ist in den Himmel aufgefahren zu Gott. Darum heisst der Viertig Auffahrt, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und seine Jünger sind natürlich noch da gewesen und haben mitbekommen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und plötzlich sind 2 Männer da gestanden. Schaut auf dem Bild. 2 Männer in strahlend weißen Gewändern sind da gestanden und haben gesagt: Hey, wieso schaut ihr noch in den Himmel rauf, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Jesus ist in den Himmel aufgefahren, so wie ihr ihn gesehen habt. Und die 2 Männer haben gesagt: So wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, so wird er irgendwann wieder zu uns kommen. Hey, und das ist das, was wir wissen dürfen, unsere Hoffnung. Irgendwann, eines Tages, wird Jesus wiederkommen. Und in der Bibel steht, dass Jesus genau so wieder wird kommen, wie er dort in den Himmel aufgefahren ist. Jesus ist auferstanden und nachher ist er in den Himmel zum Vater, zu Gott aufgefahren. Hey, und seine Jünger haben das alles mitbekommen. Und dann sind sie zurück auf Jerusalem. Weil Jesus hat ja gesagt, dass sie in der Stadt, in Jerusalem, darauf warten sollen, bis sie den Heiligen Geist bekommen. Und dann sind sie in den Tempel gegangen und haben im Tempel Gott gelobt und gepriesen für alles, was sie gesehen haben, für alles, was Gott gemacht hat. Und haben auf den Heiligen Geist gewartet. Hey, und nächste Woche, wie gesagt, erzähle ich euch, wenn der Heilige Geist gekommen ist, was mit dem Heiligen Geist, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat, wer er genau ist. Und dass der Heilige Geist in uns hineinlebt, wenn wir zu Jesus gehören und an Jesus glauben. Hey, und wie gesagt, die Jünger sind im Tempel und haben Gott gelobt und gepriesen und ihm Danke gesagt. Und das wollen wir jetzt gerade auch machen. Ihr seht hier eine Playlist mit Worship-Kinderliedern, wo ihr miteinander hören könnt, wo ihr mitsingen könnt, wo ihr Gott Danke sagen könnt. Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Lieder daheim, wo ihr mit denen Gott anbeten könnt und einfach Gott Danke sagen für das, was er macht. Wir können Gott einfach auch Danke sagen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und uns alle unsere Sünden vergibt, weil er am Kreuz gestorben ist. Und dann ist er auferstanden und ist zum Himmel aufgefahren zum Vater. Hey, wir können Gott für so viele Gründe dankbar sein. Und wenn ihr ein bisschen Ideen haben wollt, wie ihr Gott Danke sagen könnt, dann habt ihr das vielleicht schon gesehen. Auf kreuz.online findet ihr den Gebetswürfel und das Dankesfingerspiel. Dann könnt ihr das miteinander machen und Gott loben und preisen und ihm Danke sagen für das, was er für uns gemacht hat. Hey, ich wünsche euch viel Spass dabei, wenn wir Gott miteinander Danke sagen für das, was er gemacht hat. Und ich wünsche euch ganz einen schönen Sonntag. Macht's gut.